Der Creative Radio Contest ist der 7. Wettbewerb der Reihe Made to Create. Im Rahmen des Medientreffs im Juni 2011 wurden die besten Webradios der Region Berlin-Brandenburg von einer Expertenjury ausgezeichnet und mit Preisgeldern gewürdigt. Initiatoren des Contests waren die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, der Berliner Senat und das Land Brandenburg. Der dritte Preis, da muss man nicht unbedingt lesen können. Man muss aber bereit sein zu hören. Und das gibt auch so einen Slogan, der heißt, wer nicht lesen kann, muss hören. Uns war es einfach wichtig, in einem Bereich ein Radio zu machen, der in den normalen Medien etwas vernachlässigt wird. Es gibt ein Radio, was in einer Markthalle produziert. Ich weiß nicht, wer in Kreuzberg sich auskennt. Dort gibt es die Heinecke Markthalle. Es ist eine ganz tolle Halle. Ich gehe da auch gerne hin. Die Händler sind nett. Und seit einigen Monaten findet man da auch ganz tolle und nette Radioleute. Wir haben richtig geilen Journalismus auf jeden Fall. Politisch wie auch Musikjournalismus, erste Klasse. Wir haben das natürlich im Programm, was unser Name in sich trägt, nämlich multikulturellen, interkulturellen Journalismus. Und wir haben Journalisten, die genau auch das in sich tragen. Das Programm ist sehr interessant. Es gibt Diskussionen, Magazine, Workshops, Wort- und Klangcollagen und vieles wird im Haus der Kulturen der Welt produziert. Die wissen jetzt schon, wen ich meine, weil es sind Reboot FM. Herzlichen Glückwunsch, der erste Platz mit 10.000 €. Man darf es jetzt sagen. Viele Musik, viele Gespräche, viele Diskussionen sowie Haben und Brauchen über Kunst und politische Sachen in Berlin, kunstpolitische Sachen in Berlin. So etwas ist intelligent und klug, oder? Das ist wie Berlin, wie Berliners. Außerdem stehen wir auch für eine Art selbstgemachtes Radio. Das heißt, wir kommen aus so Community-Radio, freies Radio. Und jetzt auf der 88.4 eben zusammen mit vielen anderen Radiogruppen, versuchen wir Radio neu zu definieren, neu zu entdecken als Medium in Zeiten von YouTube und Facebook. Wir haben ein öffentliches Voting veranstaltet über mehrere Webseiten. Und bei diesem öffentlichen Voting haben sich insgesamt 7.000 User beteiligt. Sieger ist die Top 100 Station. Die Top 100 Station, das sollte einen nicht sehr verwundern, ist das erfolgreichste, zumindest deutschsprachige Webradio. Also von daher glaube ich, haben die das sehr gut geschafft, ihre Fangemeinde zu alarmieren und haben über Facebook und über was noch alles geworben. Und der Erfolg spricht für sich. Sie sind also eindeutig die Publikumslieblinge. Das freut uns natürlich sehr. Recht herzlichen Dank. Und ja, da hat sich also die Mühe doch irgendwo gelohnt. Das Ziel ist immer wieder dasselbe. Wir sagen, hallo Wachbranche, Medienbranche, da ist ein neues Thema. Guckt euch das mal an. Wir suchen jetzt mal die besten Ideen. Wir haben gezeigt, dass in der Region Kreativität da ist. Natürlich bleibt das große Problem, wie finanziere ich das Radio? Obwohl ich selbst in der Medienbranche tätig bin und mehrere Radiosender betreibe, zwar UKW-mäßig, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel kreatives Potenzial in Berlin und Brandenburg im Internet gibt.